Willkommen zum dritten Teil von der YouTube Basics 101 Tutorial Serie. Wenn das dein erste Video ist, klick doch da kommst du zum allerersten Video von dieser Serie. Im letzten Video haben wir uns Gedanken dazu gemacht, was wir auf YouTube erreichen wollen. In diesem Video schauen wir jetzt, wie wir unseren allerersten Kanal einrichten können. Springen wir doch als allererstes mal in Photoshop und gestalten unseren allerersten Kanalbanner. Der Link zu dieser Vorlage, die ihr hier gerade seht, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf dieser Vorlage seht ihr genau, welche Teile vom Banner auf welchen Gerät wiederhergegeben werden. Das hilft uns sehr beim Positionieren von Elementen. Ich habe für meinen Kanalbanner irgendein Naturbild. Darum gehen wir jetzt auf pexels.com, das ist eine Seite mit kostenlosen Bildern, und suchen uns irgendein Bild, das uns gefällt. Das gefällt mir, nehmen wir das doch. Ich importiere das Bild direkt in Photoshop. Jetzt bringe ich das importierte Bild in meine Vorlage, die wir vorher gemacht haben, und reduziere die Deckkraft von meiner Vorlage auf 50%. Lege das über das Bild und jetzt kann ich das Bild anpassen und sehe trotzdem noch, welcher Teil bei welchem Gerät angezeigt wird. Sobald mir das Hintergrundbild gefällt, füge ich jetzt so einen Text hinzu, damit die Besucher von dieser Seite auch wissen, wer ich bin und was ich auf dieser Seite mache. Ich heiße Kevin und ich mache YouTube News. Also nennen wir das Ganze Kevin YouTube News. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist irgendetwas, was uns sagt, dass es um die Schweizer YouTube-Szene geht. Also noch hast du ein SwissTuber Insider hinzugefügt und wir sind fertig. Jetzt den Banner unbedingt als Photoshop und PNG-Datei speichern und wir sind somit fertig. Im nächsten Schritt erstellen wir jetzt unseren eigenen YouTube-Kanal. Im letzten Video haben wir uns darauf festgelegt, dass ich Kevin heiße, also nennen wir den Kanal Kevin. Wenn das dein erste YouTube-Konto ist, das du erstellen willst, kann es sein, dass du zuerst noch einen Google-Account erstellen musst. Dann ist das Vorgehen ein bisschen anders wie jetzt auf dem Bildschirm, aber das schaffst du bestimmt. Wunderbar, der Kanal ist erstellt. Jetzt können wir den Banner von vorher importieren, indem wir einfach auf Kanal anpassen klicken und dann auf Kanalbild hinzufügen. PNG-Datei können wir jetzt per Drag and Drop aufladen und et voilà, das ist es gewesen. Wir haben jetzt einen eigenen YouTube-Kanal mit Kanalbanner. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, und zwar auf der Ansicht auf dem Telefon wird ein Teil von unserem Text von unserem Avatar überdeckt. Also nochmal zurück in Photoshop, kurz den Text in die andere Ecke geschoben, gespeichert, nochmal neu aufgeladen. So, und jetzt passt's. Als nächstes sollten wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, weil die meisten Anfänger vergessen. Unter Kanal erweitern können wir unsere Landeseinstellung festlegen, und da wir aus der Schweiz kommen, setzen wir es natürlich auf Schweiz. Ebenfalls haben wir die Möglichkeit, unserem Kanal noch ein paar Tags hinzuzufügen. Tags sind Stichwörter, welche Leute können eventuell suchen in der Suche, und wenn die Stichwörter mit den Stichwörtern unserem Kanal übereinstimmen, kann es sein, dass unser Kanal in den Suchergebnissen angezeigt wird. In meinem Fall setze ich jetzt ein paar Stichwörter, die zu meinem Kanal passen, also Kevin, YouTube News, SwissTuber etc. Auf unserem Kanal haben wir jetzt auch gerade die Möglichkeit, noch eine Kanalbeschreibung für den Kanal festlegen, und das machen wir jetzt auch gerade noch. Schreib unbedingt die Kanalbeschreibung innerhalb von 3 Sätzen, was die Zuschauer auf deinem Kanal erwartet. In meinem Fall wäre das jetzt: Hallo, ich bin Kevin. Auf meinem Kanal werde ich einmal wöchentlich über die aktuellen Ereignisse in der Schweizer YouTube-Szene berichten. Lass doch ein Abo da, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Als nächstes noch rasch ein Selfie mit dem Telefon gemacht und das Bild dann als YouTube-Profilbild gesetzt. Und schon haben wir es geschafft. Unser YouTube-Kanal ist jetzt, soweit es geht, fertig eingerichtet und ist bereit für unser erstes Video. Unser erstes Video werden wir aber erst im nächsten Teil von dieser Tutorial-Serie behandeln. Übrigens da verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin der Greenie, und mich würde es freuen, wenn dir das Video geholfen hat, dass du mir einen Daumen nach oben lässt, und teile doch den Link zu dieser Playlist mit all deinen Freunden. Ich bin der Greenie, wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Ciao.